Grüß euch beieinander. Ich wende mich heute an unsere ältere Generation in unserer Heimat in Niederbayern, weil meine Tochter hat den ganzen Nachmittag Beutel gemalt. Die hat nämlich heute mitgekriegt, dass ja ein Besuchsverbot ist und dass die Eltern Leute momentan überhaupt keinen Besuch kriegen. Und ich habe gesagt, die muss ja furchtbar langweilig sein. Jetzt möchte ich zumindest ein paar Beutel malen und einer schicken. Und ich habe das so toll gefunden, nur ich kann nicht gut malen. Also sowieso nicht wie meine Tochter, weil die malt die schönsten Beutel auf der Welt. Da kann ich nicht mithalten, aber ich kann ein wenig Musik spielen. Und ich hätte mir gedacht, ich biete jetzt das einmal an. Aber nicht ganz umsonst. Nein, ich mag kein Geld, um Gottes Willen. Es ist nämlich so, die Musiker haben ja auch momentan brutal Zeit, haben noch keine Auftritte, keiner geht ja fort, macht ja Sinn, da man jetzt daheim bleibt, aber wir können halt nicht spielen. Ich nutze die Zeit, ich möchte wieder ein paar neue Lieder schreiben und eins habe ich vor, ich möchte ein urbayerisches Lied schreiben. Also mit lauter urbayerischen Ausdrücke und die sammle ich jetzt schon die ganze Zeit. Mein Pap habe ich schon gelöchert. Mein Pap wird 87 Jahre alt heuer, der weiß auch noch viele alte Wörter. Den habe ich schon gefragt. Und ja, ich bin auch in einem Haushalt aufgewachsen, da hat Oma und Opa noch daheim gewohnt. Und also die haben 1900 geboren. Beide, so ein Zufall. Und so bin ich aufgewachsen mit einer Sprache, die Leute in meinem Alter gar nicht mehr so wissen, glaube ich. Aber das war in unserem Haus ganz normal, weil eben Oma und Opa da waren und die haben halt so geredet, Wörter wie wenn es pressiert hat. Da hat man sich schon auch geschickt, aber da hat man sich auch dummit. Das hörst du halt gar nicht mehr. Oder du hast auf die Decke aufgeschaut, nein, auf den Plafond haben wir aufgeschaut. Hat der Opa aber gesagt. Oder wir haben ja nicht über die Treppen aufgegangen, sondern über die Stirn. Ich finde, das klingt so, das hörst du doch gar nicht mehr. Und das Schönste war, wenn der Opa krank war, da hat er keinen Hustengürtel gelutscht, wobei Gürtel schon ein urbayerisches Wort eigentlich ist, aber er hat einen Hustenzettel gehabt. Kennt ihr das? Ein Zettel. Ich finde das so schön, weil das hörst du überhaupt nicht mehr. Das sagt ja auch kein Mensch mehr. Und genau die Wörter, die suchen die. Und wenn es mir ihr helfen könnt, das war ja super. Ich habe momentan Zeit, redet mit euren Angehörigen, schickt mir die Wörter, wenn euch halt einfällt, rätselt ein wenig drüber. Kennt ihr das noch? Fällt ihr das? Das war super. Schickt mir eine E-Mail oder einen Brief. Ich schreibe auch zurück. Wenn ich was kriege, ich schreibe zurück. Oder übers Handy oder über Facebook, egal. Es kennt bestimmt jemanden, der wo im Internet ein wenig fit ist. Schickt mir die, ist das mir brutal helfen, vielleicht macht es euch Spaß und ich hätte auch einen Spaß, das war super. Genau, und dafür spiele ich euch jetzt 2, 3 Lieder, wenn ihr mögt. Ja, wer mich nicht kennt, kann natürlich auch sein, möchte ich mir auch noch kurz vorstellen. Ich bin der Tom Bauer, ich bin ein Niederbayer aus unserer Gegend. Ich bin aufgewachsen in Trieching, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wer Trieching nicht kennt, das ist neben Megling. Wer es auch nicht kennen, ist ja wurscht. Und ja, ich bin zu Buisting in die Schule gegangen, in die Realschule dann auf Flandern. Ich habe dann auch noch eine Klavierlehrerausbildung gemacht in Blaling, da war ich noch. Geschwister sind in Holfing, Ganacker, in Reichsbach. Jetzt wohne ich in Dingelfing, also wie gesagt, wir haben gar nicht so weit umeinander kommen. Muss aber auch nicht sein, weil bei uns da ist es auch recht schön. Ja, das ist mir geil, da gefällt es mir. Und ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, zu meiner Person. Ich bin geheiratet in Dingelfing, also geheiratet worden. Ja, das ist mir lang nachgelaufen. Irgendwann habe ich dann einmal gedacht, ich bin froh, dass ich es gekriegt habe. Ich habe 2 Kinder, die Annelie und den Julius. Die sind jetzt 2 und 5 Jahre alt. Die halten mich auch auf Trab. Ja, die graben ein wenig nach ihr, die haben ein wenig lebhafter. Ich war ja mehr der Ruhige, aber kannst du nicht aussuchen. Genau, und jetzt wisst ihr ein wenig was über mich und ich bin Musiker, ich mache ein wenig Kabarett, spiele Klavier, Gitarre, aber heute bringt es nichts, glaube ich, wenn ich was für die Beatles oder so spiele, die sind auch alte Lieder, aber heute braucht man uralte Lieder. Und ich habe jetzt ein wenig was ausgesucht. Ich spiele auch gar nicht mehr oft Quetschen, ewig schon, ich möchte es wieder öfter spielen, aber ich habe es in letzter Zeit gar nicht so braucht und ich habe jetzt alte Lieder ausgesucht, die ich eigentlich normal gar nicht singe, aber die mir gescheit gefallen. Und deswegen verzeiht es mir, wenn ich runterhau, das kann nicht gerade passieren, sondern das wird passieren. Aber ich finde das auch nicht schlimm.
Ich probiere es jetzt einfach. Ich hoffe, euch gefällt es. Das Gute ist auch, wenn ich jetzt zu euch komme und ich darf euch vorspielen, da kommt es nicht aus, da könnt ihr jetzt schlecht gehen, das sagt ja jeder. Wenn euch das nicht gefällt, da könnt ihr ausschalten. Das ist ein Riesenvorteil. Schauen wir mal. Also ich habe jetzt was ausgesucht. Schöne, uralte bayerische Lieder. Eins, das erste, das ist, da habe ich mein Häuserl im Wald ausgebaut. Und ich finde das vom Text her so lustig. Der schimpft da am Schluss so wenig über sein Weih, das darf man halt gar nicht mehr. Nein, mehr hat er auch nicht. Und ich habe am Schluss geschimpft. Nein, das möchte ich nicht. Aber die alten Lieder, da haben sie noch über die Weiber wegen hergezogen. Deswegen spiele ich vielleicht die alten Lieder auch schön. Schauen wir mal. Schauen wir, ob ich es zusammenbringe. Also die Melodie ähnelt einer Brauereiwerbung, aber das Lied war viel früher wie das Bier. Schauen wir mal. Viel Spaß! Da hab ich mein Häusl im Wald ausgebaut, Hollera die Rittei im Wald ausgebaut. Da haben wir die Grohe zum Fenster reingeschaut, Hollera die Rittei zum Fenster reingeschaut. Dann hab ich mein Häusl mit Breder verschlungen, Hollera die Rittei mit Breder verschlungen. Dann haben wir die Grohe, die Nigel rausgezogen, Hollera die Rittei die Nigel rausgezogen. Na wart noch, ist Grohe, ich werd ihn schon kriegen, Hollera die Rittei, ich werd ihn schon kriegen. Ich schneid ihn die Flügel an, dann kannst du nimmer fliegen, Hollera die Rittei, dann kannst du nimmer fliegen. Dann hab ich mein Häusl mit Hobenstroh dickt, Hollera die Rittei mit Hobenstroh dickt. Und wenn ich nun heirat, muss Hobenstroh weg, Hollera die Rittei muss Hobenstroh weg. Im Hirgst, wenn ich heirat, was hab ich davon, Hollera die Rittei, was hab ich davon? Ein Stumm voll Kinder, ein Weid ist nix ko, Hollera die Rittei, ein Weid ist nix ko. Dann hab ich mein Häusl mit Schnupfter Wack dickt, Hollera die Rittei mit Schnupfter Wack dickt. Jetzt bring ich mein Aldi vom Dach nimmer weg, Hollera die Rittei vom Dach nimmer weg. Ja, das war das Erste. Das sind schon schöne Texte. Die Grauen, die Krähen halt, gell, aber wir sagten heute noch Grauen. Ja, im Bayerischen Wald vielleicht noch, Oberpfälzer vielleicht noch. Das ist schon schön. Ja, dann habe ich noch eins rausgesucht. Das ist ein wenig trauriger, wobei es nicht ganz traurig ist, weil in der Traurigkeit hat schon auch wieder sein Witz. Wird es wahrscheinlich auch kennen. Ein uraltes Lied, es geht über das Gefängnis Straubing, glaube ich, ist das. Müsste Straubing sein, glaube ich, ja. Das Einsperrhaus. War auch viel schöner, wenn es dreistimmig gesungen wird, aber vielleicht singt es ja mit, wer es kann, darf er mitsingen. Geh Freundl, kennst du das Haus, du am Paradeplatz, wo so manches Mädel drin hat seinen Schatz. Und die da drinnen sitzen, die schauen so traurig aus. Das ist das teure Einsperrhaus. Die wo da drinnen sitzen, die schauen so traurig aus. Das ist das teure Einsperrhaus.
In der Früh um 5:30, da geht der Jammer los. Da schäben's mit die Kiewin und sperren dann auf das Schloss. Und mit die Wassereimern, da rinnen's hin und her. Und mit kein Maßkrug sechst das nimmer mehr. Und mit die Wassereimern, da rinnen's hin und her. Und mit kein Maßkrug sechst das nimmer mehr. Mittags um 1:30, da kriegst dann dein Minage. Mein Freund, das wenn's zögerst, da legst du mir am Arsch. Erst wenn's das fressen müsstest, da kommst gleich ins Spital. Da lebst dann immer lang, verreckst bald. Erst wenn's das fressen müsstest, da kommst gleich ins Spital. Da lebst dann nimmer lang, verreckst bald. Auf Nacht um 9:30, da kriegst du deine Matratzen. Freundl, die ist zu fressen, vor lauter Mais und Ratzen, vor lauter Leis und Fleh, da kriegst du auch keine Ruhe, bis an den anderen Tag in aller Früh. Vor lauter Leis und Fleh, da kriegst du auch keine Ruhe, bis an den anderen Tag in aller Früh. Eine alte Kupplerin, die einst vorüberging, die dacht in ihrem Sinn, da war ich auch schon drin. Da wo kein Vogel singt und auch kein Zitter klingt, da ist die Luft nicht rein, da sperren's die ein. Da wo kein Vogel singt und auch kein Zitter klingt, da ist die Luft nicht rein, da sperren's die ein. Drum, ihr lieben Leid, seid's doch endlich gescheit. Glaubt's an den einen Gott und an die Gerechtigkeit. Es ist ein hartes Los, wenn man verriegelt ist, denn nur die Freiheit ist das Paradies. Es ist ein hartes Los, wenn man verriegelt ist, denn nur die Freiheit ist das Paradies. Das ist auch ein wunderschönes Lied. Also ich bin sicher, der das geschrieben hat, der war ein paar Monate da drin, sonst wisst ihr das nicht. Und was mir ganz gut gefällt an diesen Lieder, die stehen halt das Schlimme am Gefängnis da. Und das Schlimme ist, ja, mit keinem Maßkrug siehst du das nicht mehr. Das war damals schon gescheit schlimm, wenn du einfach keinen mehr mit einem Maß Bier laufen siehst. Ja, war eine andere Zeit, glaube ich. Aber so schön, so schön. Oder wie das Spital, das sind die Wörter, die ich suche. Das Spital. Sagen nur wenige, hört man nur ein wenig, aber wer weiß wie lange noch. Die sind so schöne Wörter. Oder das Schlimme ja, dass, wo kein Zitter klingt. Das ist auch das Schlimme am Gefängnis, dass keine Musik mehr gespielt wird. Aber ich möchte das auch nicht. Ich glaube, ich bleibe ein braver Mensch, dass ich nicht ins Gefängnis komme und dass ich halt Musik spielen darf. So, jetzt hätte ich noch einen. Und dann hätte ich es für meinen Teil wieder. Vielleicht höre ich was für euch. Wenn es euch recht gefallen hat, vielleicht nehme ich wieder mal was auf, aber wenn ich nichts höre, dann schaut es das an. Oder nicht, wenn es euch nicht gefällt, schauen wir mal. Da habe ich uns auch so gesagt, das kenne ich vom Fredel Fesel, aber das ist ein uraltes Lied, das hat der auch nur nachgesungen, glaube ich. Ich habe es noch nicht nachrecherchiert, aber ich glaube, das ist ein uraltes Lied, das wo er noch ein wenig umdicht hat.
Da ist ein Zwischenspiel drin. Mal schauen, was ich da spiele. Das muss ich mal wieder. Das lasse ich auf mich zukommen. Neili beim Chemiewirt, Fallerie, da ist mir was passiert. Fallera, haben sie mir in den Hut reingesucht. Fallerie, wer wollte der Buch? Ja, ist doch ein Zwischenspiel geworden, oder? Will ich noch mal probieren. Ja, bin zufrieden. Dann hab ich in die Steine gehauen. Fallerie, da haben die Leute geschaut. Fallera, kommt daher, Gendarmerie-Brigadier. Fallera, du gehst mit mir. Das Dirndl ist lutherisch geworden. Fallerie, was sagst du jetzt da? Fallera, müssen wir's halt wiederum. Kein Fallera tolisch machen. Wenn man viel sauft, Fallerie, dann kriegt man einen Rausch, Fallera. Und ich kann nicht mehr so viel vertragen wie vor 3 Jahren. Und jetzt kommt eine Strophe, da bin ich mir sicher, das hat der Fredel Fesel geschrieben. Die ist saublöd, aber saulustig. Metzger aufs Land fahren's, Fallerie, Kälber kaufen's, Fallera, Bauern nix hergeben's, Fallera, selber frissen's. Ja, das war's jetzt gewesen. Ich hoffe, es habt ein wenig Spaß gehabt. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und was ich noch mehr hoffe, ist, dass ich was von euch her. So schöne alte Wörter wie der Gendarmerie-Brigadier. Das ist jetzt nicht der Polizist, aber Polizist, ja, aber das klingt der Herr Gendarmerie-Brigadier. Ich finde das schön. Ja, ihr wisst, was ich suche. Helft's mir, ich möchte wirklich das urbarische Lied der Welt schreiben. Urbarischer geht's nicht und dafür brauche ich ganz, ganz viele bayerische Ausdrücke. Ein paar habe ich schon, einige habe ich schon, aber je mehr das ich habe, desto mehr kann ich aus den Vollen schöpfen. Und mich würde es freuen, wenn ich was für euch höre. Und ich wünsche euch noch alles Gute, bleibt gesund und ja, die Krise kriegen wir auch noch um. Ich finde, daheim ist es auch recht schön. Also macht es gut, pfiat euch, euer Tom Bauer.